Kölsche Ding der Woche. Uli und Frank präsentieren euch der Podcast zur stärksten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau. Herzlich willkommen zu einem neuen Köln-Ding der Woche. Der super gut gelaunte Uli und der noch besser gelaunte Frank sitzen sich gegenüber. Rechts neben uns ist unser hochbezahlter Tontechniker. Überbezahlter Tontechniker. Überbezahlter Tontechniker Yannick, der kann nicht reden, der möchte nicht in diesem Podcast auftauchen. Heute geht es um das Kölscheste, was es in Köln überhaupt gibt. Karneval. Nein. Kathedrale. Nein. Kölsch. Nein. Bisschen Kölsch. Also natürlich mit Kölsch. Es geht heute um die Kneipe. Eigentlich geht es um die Kneipe aller Kneipen, so wie Bernd im Grund gesagt hat, die Kölscheste aller Kölschen Kneipe. Heute geht es um den Lommerzheim, den legendären Lommi in Düx auf der Siegesstraße. Wahrscheinlich die bekannteste Kölsche Kneipe, wenn da nicht sogar noch eine andere Kneipe noch prominenter wäre. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich verdient ist dieses Jahr im Taste Atlas vom Online Food Guide, was immer das auch sein mag, unter den 150 legendärsten Lokalen weltweit, das Früh am Dom gelistet. Aber ehrlich gesagt, der Lommi ist der Lommi. Der Lommi schlägt sie ehrlicherweise alle. Eine Kneipe, um die sich so viele Legenden in Köln ranken. Das geht um Telefonbücher, es geht um Bill Clinton, es geht um bezahlte Ansteller und es geht um die dicksten Koteletts in der ganzen Domstadt. Ja, 1959 wurde Lommi, sage ich mal, eröffnet, beziehungsweise sein Vater hatte, glaube ich, vorher auch schon eine Schankwirtschaft und hat dort in der Nachbarschaft während des Krieges die Kinder mit Suppen versorgt. Wir haben hier eine Zuschrift bekommen von Alexandra, die hat uns was zum Lommi geschickt. Ich lese das mal vor, ja. Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass der Herr Lommerzheim die Gaststätte von seinen Eltern übernahm. Und eben diese Eltern, insbesondere der Vater, hat in den Kriegs- und Nachkriegsjahren immer einmal in der Woche einen großen Topf Suppe gekocht und kostenlos an die Kinder der umliegenden Straßen verteilt. Mein Vater eines dieser Kinder und es war ihm bis zuletzt sehr dankbar, denn manchmal war es das einzige Essen für ein paar Tage. Durch diese Verbundenheit durfte ich schon als Kind auf den mit Telefonbüchern gepolsterten Cola-Gästen sitzen. Was war das denn mit den Cola-Gästen? Naja, ich sag jetzt mal, um das Lommi zu beschreiben, würde man sagen, dass das eigentlich von Anfang an renovierungsbedürftig gewesen wäre. Was allerdings nie passiert ist. Also 1959 übernahm der Hans Lommerzheim den Laden von seinem Vater. Ob er was dran gemacht hat, wissen wir ehrlicherweise nicht. Vermutlich eher nicht. Und hat diesen Laden unrenoviert, unsaniert, irgendwas schlichtweg einfach weitergeführt. Ja, es war eine klassische Kneipe ohne komplett jeglichen Schnickschnack. Es gibt kein Fernsehen, es gibt keine Dattelautomaten, es gibt keine Musik, es gibt keinen Zigarettenautomat, es gibt keine Kasse. Die Tapeten sind Nikotinfarben und gesessen wurde schon mal auf Wasser- oder auf Cola-Kästen mit Sitzauflagen aus dem Telefonbuch. Der Laden war tatsächlich ein Laden komplett ohne Schnickschnack. Also nicht, was man heute in Kneipen kennt, 15 Fernseher, Musikbox, roter Mint, Spielautomaten und der ganze Driss. Da gab es nix. Natürlich auch keine Musik im Hintergrund, die hätte da so gut reingepasst wie Anstand beim FC Bayern München. Ich sag mal, man konnte auch schlecht, sag ich mal, den Lommi oder Hans Lommerzheim eigentlich, ja besser, und auch seine Frau Annemarie, konnte man dazu auffordern, einen Kölsch zu bekommen, weil der Herr Lommerzheim hat einen bedient, wann er es für angebracht hielt. Man war also quasi geduldet als Gast in seinem Etablissement, mehr nicht. Was aber eigentlich kein Hinderungsgrund war, das Ding, der Lommi in Düx, war einfach die absolute Top-In-Kneipe. Der hat nachmittags um 4 aufgemacht, wenn du nicht um 3 vor der Tür gestanden hast, dich in die Schlange gestellt hast, kamst du dann nicht mehr rein. Ja, das hat selbst Bill Clinton erfahren müssen, ja, denn 1999 war war das damals schon G20? G9 oder G8. G8, G17, ja. Wie auch immer. Also der Weltwirtschaftsgipfel war in Köln, das war ein Riesenspektakel. Ich glaube, die haben so ja im Römisch-Germanischen Museum auf dem Mosaik da, was weiß ich, getafelt, da wurde extra eine Glasplatte hingelegt, also ein Riesenspektakel. Auf jeden Fall hatten man dem Bill Clinton gesagt, also wir müssen da unbedingt mal in so eine echte kölsche Kneipe rein, um Millionen am besten zum Lommi. Dann haben sie da angerufen und dann haben sie gesagt, hör mal Lommi, der Bill Clinton will kommen, der Präsident von Amerika.
das hat nur einen Haken, du müsstest für den Tag schließen, weil da so viel, sag ich mal, Secret Service dabei ist, da wäre der ganze Laden voll, also aus Sicherheitsgründen. Und was hat er gesagt? Nee, hat der gesagt, das geht nicht, ich habe noch Stammgäste, da muss der Herr Clinton sein Bier wohl woanders trinken. Ja, da ist der Herr Clinton dann in die Malzmühle am Hallmarkt gegangen. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Ohne Vorbereitung. Ohne Vorbereitung. Der kam einfach mal rein. Ja, da waren auch alle anderen Gäste da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da irgendwas gesperrt hätten. Also um das Lommerzheim ranken sich unzählige Anekdoten und ich glaube, sag ich mal, jeder, der schon mal da war, hat sicherlich irgendwie was zu erzählen. Hervorzuheben ist natürlich, dass es dort etwas zu essen gab, was seinesgleichen gesucht hat. Koteletts so dick wie eine Bibel oder noch dicker. Ja, die waren so dick, dass die Leute immer gefragt haben, ob sie den Knochen danach mitnehmen können für den Hund. Und da hat der Lommi wohl mal gesagt, das sind alles Erzählungen, man war ja nicht immer dabei, die erzählen mir immer, dat wär für der Möb in Wirklichkeit sitzen sie gleich zu Hus am Flimmerkiss und kimmele an de Knöchelche rum. Dann hat er aber immerhin schon viel geredet, weil für seinen Redefluss war der Herr Lommerzheim jetzt nicht gerade bekannt. Das war eher ein stiller Vertreter, auch vielleicht ein bisschen, ja, sagen wir mal, verstockt. Da war noch die schöne Geschichte mit dem Kleingeld. Wenn man dann irgendwie bezahlt hat und ihm Münzen gegeben hat, hat er die genommen und einfach hinter die Theke geschmissen. Am Abend war dann irgendwann ein Berg von Münzen hinter der Theke, hat den Lommi aber nicht gekümmert. Der war einfach ein bisschen schräg, der Typ. Ja, es könnte auch durchaus sein, wenn man gefragt hat, gib mir mal bitte die Speisekarte, der dann sagt, hey, nur auf die Tischdecke. Also mit aller Wochen, guck auf die Tischdecke, da weißt du ungefähr, was das gibt. Im Zweifelsfall sowieso lieber Kotelett essen und fertig, ne? Exemplarisch zu diesen 100.000 Anekdoten, die es zum Lommi gibt es die eine Geschichte, wo jemand tagelang hat versucht, beim Lommi anzurufen, um einen Tisch zu reservieren, ist aber nie einer dran gegangen. Dann hat er zurückgerufen, aus was weiß ich was für Gründen, ja, und dann hat der Typ gesagt, immer, ich habe jetzt hier tagelang angerufen, du bist ja nie ans Telefonieren. Da hat der Lommi einfach zu dem gesagt, Jung, wir sind hier für Bier zu verkaufen und nicht für zu telefonieren. Der Lommerzheim hat auch eine ganz besondere Art gehabt, seine Gäste zu bedienen. Also der ist dann zur Theke gegangen, hat einen Kranz voll Gölsch gezappt und hat vorne angefangen, das Gölsch zu verteilen. So, der ist dann genauso weit gekommen, wie der Kranz Gölsch hatte. Dann ist er zurück zur Theke, hat den Kranz neu gezappt und hat genau da wieder weiter verteilt, wo er vorher aufgehört hat, bis er in der Kneipe durch war. Dann fing er von vorne wieder an. Und wehe, du hast ihn zwischendurch genervt und hast gesagt, der Lommerzheim, tun wir mal ein Bier hier. Dann bist du bei der nächsten Runde nämlich vergessen worden, hast aus Frackigkeit nämlich keins gekriegt. Es war ein durchaus spezieller Wirt. Der Lommerzheim ist dann 2004 aus dem Lokal raus. Also er hat Schluss gemacht, der war auch schon was älter und hat aber nicht lange überlebt. Im Juli 2005 ist er gestorben, da war er 75, also er hat bis 74 noch in dem Laden gestanden. Respekt übrigens, ne? Und dann war jetzt die Frage, was passiert mit dem Gebäude? Als erstes kam das Kölnische Stadtmuseum und hat gesagt, liebe Witwe Lommerzheim, wir kaufen Ihnen die komplette Inneneinrichtung des Lokals ab und bauen die im Kölnischen Stadtmuseum 1:1 wieder nach. Nicht die gesagt, nee, mache ich nicht. Weil das ist eine Kneipe, das soll eine Kneipe bleiben, das mache ich nicht, das wird jetzt nicht einfach auseinandergerobbt hier. Ja. Dann kam das Freilichtmuseum in Gommern. Kennst du? Das kenne ich. Die kamen auch noch um die Ecke. Das Freilichtmuseum in Gommern kam noch um die Ecke. Das Freilichtmuseum in Gommern wollte noch einen Schritt weiter gehen. Die hatten tatsächlich vor, das ganze Haus abzubauen und 1:1 in Gommern wieder hinzusetzen. Also wie so eine Zeitkapsel war das Ding ja vom Lommerzheim. Ne? Aber auch hier hat die Witwe negativ beschieden, hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist eine Kneipe, soll eine Kneipe bleiben und Lourdes Mat oder Fortgut irgendwie so jetzt. Ne? Ja, also letztendlich hat es dann die Päffgen-Brauerei soweit ich weiß, gekauft und hat nach einer wirklich sehr, sehr behutsamen Renovierung, ich sag mal, die haben wahrscheinlich nur das Nötigste, die haben wahrscheinlich mal, sag ich mal, die Toiletten. Die haben die Toiletten gemacht, das war auch dringend notwendig. Drin haben die nichts gemacht, zumindest nichts, was man sieht. Die haben die Küche neu gemacht und die haben den Keller ausgebaut. Also die haben jetzt die Kapazität des Lokals irgendwie verdreifacht oder sowas. Weil jetzt kannst du unten im Keller nämlich sitzen, in den ehemaligen Fasskeller. Ja, das läuft auf jeden Fall immer noch wie geschnitten Brot. Und die haben übrigens einen Brunnen gebaut zu Ehren vom Lommi. Da sieht man, wie der so mit dem Kranz da steht und da läuft so Wasser durch. Das ist sehr, sehr schön. Wenn du nochmal da bist, musst du auch nochmal gucken. Es gibt natürlich Päffgen-Kölsch. Das ist schon mal gut. Schon mal gut. Und der jetzige Pächter von Päffgen ist auch ein ehemaliger Köbis, genau wie der Lommi auch ein ehemaliger Köbis vom Päffgen war. Und
Die haben das erste Fass, genau wie 59 zur Neueröffnung, mit dem Fahrrad von der Friesenstraße die Siegesstraße rübergefahren. Aber nur das erste Fass. Wäre ansonsten ein bisschen viel mit dem Fahrrad hin und her zu fahren. Jetzt kommt das Kölsch im LKW, weil da wird so viel getrunken. Da ist es jeden Tag rappelsvoll. Ja, früher gab es auch Anekdoten, dass sich da Studenten hingestellt haben, die haben sich dann für dich selber da angestellt und die haben dann Geld gekriegt oder was weiß ich, Kölsch oder so und dann bist du dann reingegangen. Und hast du Platz mit denen dann getauscht. Es ist schon was ganz Besonderes. Wenn ihr da mal hingeht, das ist relativ einfach, geht zum Deutzer Bahnhof, dann das gegenüber ist die Jugendherberge, geht dran vorbei, geht in die Siegesstraße, seid aber pünktlich um spätestens 15:15 Uhr vor der Tür, weil sonst gut, dann nehmt ihr rein, da ist nämlich immer alles voll. Da werdet ihr schon die ersten Leute da anstehen sehen. Ja. Ein trauriges Thema, nicht für den Lommi, sondern für alle anderen, sage ich mal, Kneipen in Köln, ist natürlich, dass die Vedelskneipen immer weniger werden. Also laut Statistika hatten wir im Jahre 2020, das kann ich ja gerade gar nicht lesen. Wir hatten 2020, noch 925 Kneipen, also Restaurants und Schankwirtschaften offiziell hier in Köln. Das waren noch 10 Jahre vorher nochmal satte 200 mehr. Da waren es nämlich noch weit über 1100. Das heißt, das Kneipensterben, das geht natürlich gerade rasant weiter. Und 2020, jetzt kam noch Corona zwischen. Mittlerweile sind es wahrscheinlich nochmal 200 weniger, schätze ich. Ja, deshalb wollen wir zwei, sag ich mal, eine Lanze brechen für alle Eckkneipen. Traut euch da ruhig rein, wenn ihr keine habt, weil es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie eine Stammkneipe zu haben. Ich zum Beispiel habe sogar deren 2, ohne eine Gewichtung zu nennen. Das ist einmal das Refugium auf der Vorüberstraße und natürlich der Zollstöcker Hof auf der Vorüberstraße, wo ich schon als kleine Pens vom Daddelautomat mit einer Fanta gesessen habe. Damals war das noch möglich, da wurde auch noch geraucht und so. Also wir möchten da wirklich sagen, geht in diese Vedelskneipen rein, sucht euch eine eigene Wirtschaft raus, die ihr dann immer wieder mit eurem Besuch beehrt. Weil, ich sag mal so, was ist das Geheimnis von einer Stammkneipe? Das ist, sag ich mal so kurz gesagt, für mich zumindest, das ist ein bisschen wie ein kleine Heimat auf Zeit mit Lück, die du dir aussöken kannst. Weil zu Hause hast du ja Leute, die kannst du dir nicht aussuchen, weil es ist ja Familie. Ne? Aber Kneipen, da kannst du dir die Leute aussuchen, mit denen da schwarz und wie auch immer. Was für ein Plädoyer, herrlich gemacht. Geht in die Kneipen, ihr trefft uns auch vielleicht im Zollstöcker Hof oder kommt doch mal nach Raderberg ins Brauhaus am Kloster, das ist meine Stammkneipe, Möter Hinjon, ist alles herrlich, sucht euch sowas aus und dann retten wir gemeinsam die Kneipen in Köln und die Kneipenkultur. Ja, in diesem Sinne, Prost. Danke, Madet Jod, bis demnächst und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotse.de oder bei dem ganzen Social-Media-Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.